Good Esteberig, Radio Sai-Ha-Pai-Dai, de plotische radiostation in Elmer, Ontario, met onze Geschichte van George Rampel. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een goede aanvang. Ditmal vertellen wir uns noch weiter mehr von wo die Mennoniten ihre Formwirtschaft in Chihuahua modernisieren und von wo dort alle aufjagt. Aber erst, Bruder Hein hat gesagt, dass mein Körper eine sehr schwere Reaktion erfahren hat zu den Penicillin, den mein Tennendoktor mir gegeben hat. Dankeschön für jene Gebete für mich oder für uns. Die meisten Leute brauchten in Mexiko zum Waschen lang immer die sogenannten Stuckmaschinen, die sie sich entweder selbst melken oder von einem Däscher melken leiten. Aber in den 1940er und 1950er Jahren fangen immer mehr Leute auch an, moderne Waschmaschinen zu kaufen. Diese kamen mit elektrischen Motoren, Motors sieht wie dort, aber weil es an keinem Dorf eine elektrische Kraftleitung wir, nehmen die Leute die elektrische Motors los und waschen mit einem kleinen Windkeilermotor. Das ging auch all viel besser und leichter als mit der alten Stuckmaschine waschen zu machen. Bald werden da so eine Leute, was sich eine kleine Lichtplant kauften und damit ihren eigenen kleinen elektrischen Kraftstrom produzierten. Damit können die Frühers und die Mädchen ihre Waschmaschinen mit ihren rechtmäßigen elektrischen Motors brücken. Und die Vaters und die Jungs können in ihre Werkstuben damit allerhand Maschinen mit elektrischen Motoren treiben. Aber bald kam dort da werden weiter bei sogenannte Gemeindenarbeit. In dieser Arbeit nimmt der Lehrdienst bald die Stellung an, dass der elektrische Strom, den ihre eigene Plant produziert, für die elektrische Motors gebraucht werden darf, aber nicht für elektrische Lichter. Auch die elektrische Lichter an den Traktors sollen nicht gebraucht werden. Während elektrische Lichter gibt es all noch ziemlich viel verschiedene Gemeindenarbeit. Dann die Lied fangen bald ut, dass ihre Heine an einem Tag viel mehr Eier legen, wenn sie am Heinerstall zu abends etliche Stunden Licht haben. So langsam haben immer mehr Lied Licht an ihre Heinerstalls und auch an ihre Werkstuben. Immer mehr Leute, ihre Jungs fangen auch an, in die Pferdstalls, Kuhstalls und Werkstuben elektrische Licht zu brücken. Und manchmal sehen die Mädchen dann, wenn die Jungs können elektrisches Licht in die Werkstube brücken, dann soll wir dort an der Kirche auch brücken können. Aber all das gibt auch verschiedene Gemeindenarbeit. Ironischerweise dürfen die Gaslampen in die Gaslatorens mit Freiheit gebraucht worden, aber nicht Balben, die von einem elektrischen Strom dachten. Durch all diese Modernisierungen ändert sich von 1940er bis 1960er Jahren bei den Mennoniten in Mexiko sehr viel. Und meistens gibt das nicht viel mehr auf, als dass man hier und da hier, dass alles so sehr mit der Welt mitging. Einige Prediger reden auch so von der Kirchenkanzel davon. Aber mit dem Anfangen der Umreifenräder an die Traktors zu brücken, dort braucht sehr viel Konflikt an die Gemeinden. Die neuen Traktors, die von 1939 an gekauft wurden, die kann man kaufen mit alles eiserne Räder oder mit Gummreifen fahren und eiserne Räder hängen oder auch mit alle Feuergummreifenräder. Am Anfang kauften mennonitische Firmen in Mexiko meistens mal die sogenannten Standard-Traktors, um die Pferde die schwere Pflegearbeit zu sparen. Aber weil der Schaufelpreis in den Kriegsjahren 1939 bis 1945 so hoch war, wurden jeder Jahr noch einmal mehr Schaufeln geackert. Und zum viel Durchfahren fehlten die Bürgers Traktors, um ihre Pferde auch diese schwere Arbeit zu besparen. Und immer mehr Leute kauften so eine Traktors, was wie Row-Crop Traktors nannten. Die John Deere Model A oder Model J
Und der International Model H oder Model M wurden meistens gekauft. Und so eine Büros, die einen internationalen Rockradtraktor gekauft haben, und den mit den Fahrrädern dicht taub ab Steiner in Land brachten, die waren bald an, dort an ihrem Traktor der Radiator, wie sie den Radräder, immer weiter andicht ward, weil die eiserne Räder so viel über Steiner stucksten. Die Gerätschaftsagenten roden so eine Büros, was Steiner in Land hatten, Tau, an ihre Traktors die feste Räder mit Gummreifen zu brocken. Etliche Büros versuchten dort, und das schafft wirklich viel besser. Ihre Radiators wurden nicht mehr so leicht andicht. Und die Büros fingen dort auch bald uit, dort nicht mal war der Radiator an ihrem Traktor mit fairen Gummreifenrädern nicht so leicht andicht, aber so ein Traktor stiert und fuhr sich auch viel Makel, ja. Bald brachten immer mehr Büros ihre Traktors fahren mit Gummreifenrädern, nicht mal bloß an International-Traktors, aber auch an John Deere und andere Traktors. Wenn dort anfangen, die Traktors mit Gummreifenrädern zu brocken, gibt das bald sehr große Schwierigkeiten in den Gemeinden. Die meisten Oms sagen dort Gummreifen und Traktors zu brocken so an, als wenn die Traktor mit Gummreifenrädern sozusagen ein Korfertig wird. Und dort, so sieht man, wird auch all vor vielen Jahren in Kanada beschlossen worden, dort alkoholische Gemeindenglieder nicht Korfertige haben dürfen. So eine Breiter, die Gummreifenräder an ihre Traktors brockten, wurden zu den Oms ihren Donnerdagsitz gekriegt, wo angesagt wird, dass es ein Ungehorsam wie hier in der Gemeinde, ihre Traktors mit Gummreifenrädern zu brocken. Und dort, wenn sie die nicht abhielten zu brocken, dass sie dann wurden Matten ab eine sogenannte Notwehr vergestellt und verhandelt worden, wo sie sogar können von der Gemeinde ausgeschlossen worden. Am Anfang leiten die meisten Breiter sich überreden, ihre Gummreifenräder von ihren Traktors loszunehmen und waren die eiserne Räder zu brocken. Aber weil dann waren ihre Radiatoren so leicht andicht worden, brockten sie meistens doch bald waren ihre Gummreifenräder und wurden dann auch weiter bearbeitet. Das nahm auch nicht sehr lang, dann wurden Breiter von der Gemeinde ausgeschlossen, bloß weil sie sich nicht mehr überreden leiten, ihre Gummreifenräder an ihre Traktors nicht zu brocken. In so ein Ausschluten brachte das bloß noch Bosia-Bator, dass die Breiter auch noch die hinterste Gummreifenräder für ihre Traktors kauften und brockten. Dann dem Traktor seine Hinterräder mit Gummreifen brocken, dort mögt sich auch viel, ja, und besser, besonders dort, wo viel Steiner wären. Bruderschaften wurden geholt, wo man beschloot, streng zu werden mit den Gummreifenfahrern. Aber je strenger die Oms wurden mit den Gummreifenfahrern, je mehr Breiter fangen die Gummreifenräder an zu brocken. Wils nicht nur die Welt, aber auch die Mennoniten in Mexiko dort immer mehr anworden, dass die Traktors mit Gummreifenrädern bloß viel bessere Maschinen wären, als mit eiserne Räder, brockten viel Mennoniten bald auch hängende Gummreifen. In den laat 1940er Jahren und besonders in den 1950er Jahren wird der Konflikt zwischen den Oms und so eine Breiter, die so Jahren ihre Traktors mit Gummreifenräder brocken wollen, beständig immer noch größer. Immer mehr Büros fangen an, ihre Traktors mit Gummreifenrädern zu brocken und immer mehr Breiter werden von der Gemeinde dabei ausgeschlossen. Während die Gummreifenfrau wird ab der Manitoba-Kolonie im Dorf Rosenthal 1957 oder 58, als sehr viele Büros ihre Traktors mit Gummreifenrädern brockten, noch einmal war eine Bruderschaft geholt. Der älteste Stall, die Breiter dort ab diese Bruderschaft fair, dort die Oms die Entscheidung gemerkt haben, dass sie anfangen wollen, noch strenger mit so einer Breiter zu verfahren, die ihre Traktors mit Gummreifenrädern brockten. Und dann gibt der älteste der Breiter Gelegenheit, dort mit Stillschweigen zu beantworten, wenn sie mit der Oms ihre Entscheidung einverstanden wären. So wird das immer getan, ab der Oldkolonie ihre Bruderschaften in Nordjorken. Der älteste sieht der Breiter, wo die Oms ihre Entscheidung über eine bestimmte Sache wäre, und die fand dann die Gelegenheit, mit einem Stillschweigen der Oms ihre Entscheidung gut zu halten.
Wodurch es so fehlt an unserer Geschichte so ganz anders geworden. Wir können uns sehr viel lange Geschichten vertellen, von wo der Konflikt während der Umreifenräder zwischen Ooms und Brüder und zwischen Ooms und Ooms in den Lot 1950er Jahren sehr groß wird. Ich will hier lang nicht alles vertellen, was ich davon vertellen kann. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns Wort davon vertellen. Nicht davon zu reden, wer wofür Schuld an Wort hat, aber bloß zum besser verstehen können, wodurch sich in unserer Geschichte so viel so sehr geändert hat. Das ist besonders wichtig für uns, die wir in Kanada, in den Vereinigten Staaten und in Chihuahua, Mexiko wohnen, denn bei uns ist so sehr viel so ganz anders, als das bei unseren Eltern und bei unseren Großeltern mal wir. Bei vielen von uns selbst wir mal so viel ganz anders, als das nu ist. Die ältere Leute verstehen meistens noch, wodurch alles so ganz anders geworden ist in unserer Geschichte, aber unsere Kinder und Großkinder haben manchmal keine Ahnung von was wir uns vertellen, wenn wir alles uns was von unserer Geschichte und unsere jüngeren Jahren vertellen. Isaac am Dick stellt al 1956 eine Wahl an, einen Mitältesten zu wählen. Franz Wiebe, ein Sohn von dem gewesenen Ältesten Peter Wiebe in Manitoba, wird als Ältester gewählt. Alle Mann wisst, dass Wiebe dort treffen wird. Seine Predigten werden von dem meisten Lied sehr geschätzt. Aber er will das Amt nicht haben und ging dazu an, dass er das nicht wird brücken haben. Er mögt aufsichtlich einen moralischen Fehler nicht Ältester worden zu brücken. Als das passiert wird, dann wird erst noch eine Predigerwahl geholt im März 1957. Und ab dieser Wahl wurden Diakon Bernhard Wiebe von Greental, ein Bruder zu Franz Wiebe, und Johann Friesen von Schanzenfeld als Prediger gewählt. Im Dezember 1957 wird weiter eine Wahl aufgeholt, einen Mitältesten zu wählen. Für die Wahlen wird wirken all sehr viel davon geredet, wem die Wahl treffen wird, und so wird es auch ditmal. Jeder einer wisst all, für die Wahl, dass Bernhard Wiebe Ältester worden wird. Was wird man diese Vertal für die Wahl nennen? Politische Plüderien? Während Bernhard Wiebe seine erste Runde mög als Ältester in alle Kirchen zu predigen, wird der Konflikt während der Umreifenräder sehr bosig noch einmal geraten. Unser Ältester in Predigers, zwei Boggesfall, ich glaube, dass wir 10 Männer, kamen einen Tag erst nach Weidenfeld und dann nach Kronsgaard und kriegten alle Männer an ihre Schulhäuser taub. Der älteste Isaac am Dick fang mit dem Nober auf dem Norden Engdarp und der Westene Seite an und frug am 2 Frauen. Eine, wo brauchst du deinen Traktor? Fahren ab Umreifenräder, fahren und hängen ab Umreifenräder oder ganz ab Eisenräder? Und 2, wo fehlst du eben? So ging der Älteste den Nobers erst an der Westene Seite und da auf der Länge, dann frug jeder Nober dieselbe Frauen. Dann ging er eben nur der Ostene Seite ab, fang ab dem Siedenen Eng an und ging weiter der Rede Länge und frug jeder Nober dieselbe Frauen. Bald nachdem kriegen die Darpschulten und Beidarper ein Schreiben, was ich würde ein Dreiben nennen. Ich schrieb mir das Schreiben damals Wort für Wort auf, und weil es dort ein öffentliches Schreiben wäre, was so als irgendeine Einladung zu Schulden zu kommen, von Nober zu Nober am Darb rundgedreht wird, will ich das Schreiben hier auch weitergeben. Nicht eben das Schreiben Wort zu sagen, aber ganz einfach zum besser verstehen lernen, wo die Umreifenfrau so ganz schwierig wird und wo die Oms bosig die Kontrolle darüber verloren. Hier folgt nu das drijvende rundschrijven, wat van Nober zu Nober das ganze Dorp rundgedreht und gelesen wird. Meistens drüben die Kinder das schreiben von Nober zu Nober. Den Frieden Gottes, unserem Heiland Jesus Christus, seine Leib, und den Heiligen Geist, seine mitwirkende Kraft, wünschen wir all unsere liebe Brüder und Schwestern durch Jesus Christus. Amen. Lieb wird die Brüder, so es ju bekannt ist, dass wir für
ein Gedeel en jene mehr gewast sind, und jeder Bruder sonderlich ermahnt haben, doch je in Gott und die Gemeinde den Gehorsam zu bewiesen. Und das ist, laut 2. Korinther 13, nu al zum 3. Mal passiert. Aber bald nu ist wenig Frucht von unserer Arbeit zu vernehmen. So sind wir uns einig geworden, geweiten zu lassen, wer in dieser Zeit noch seinen Gehorsam bewiesen will, und den Umreifen von den Maschinen heraufgenommen hat, und uns dort mit Zeigen anbringen will, der kann uns dort Sonntag am 1. März in Eichenfeld in die Kirche weiten lassen. Wer dort aber nicht tät, in all unsere Arbeit, die wir aus Wächter über jene Säulen gesagt sind, nicht acht, der kann auch nicht länger als Bruder in der Gemeinde stehen bleiben. Aber der muss laut dem Wort Gottes mit ihm gehandelt worden, so als wir lesen können, Matthäus 18, Vers 17, und 2. Thessalonicher 3, Vers 6 und 14. Doch wir hoffen und wünschen und beten, dass keiner von unseren Brüdern dort Bator soll kommen lassen. Aber wir sagen mit dem Apostel Paulus, fällt unsere Freude, dass sie mit uns übereingesonnen sind, Christ so ein Leib haben, einmutig in eine Meinung sind, dort nur durch Zank oder edle Ehe, aber auch durch Demut einer den anderen Hecher aus sich selbst. Und seid jeder einer nicht ob dort Sinje, aber ob dort, wo dem Nächsten sind, als Philipper 2. In Hoffnung, unsere Freude erfüllt zu sein, teken wir uns aus jene geringe Ältestas Isaac am Dick und Bernhard Wieb. 2 Werke nachdem dort treibende Rundschrieben in Weidenfeld in den Kronsgott von Nober zu Nober rumgedreht worden wäre, kriegen die Darbschulden an beide war jeder ein Schrieben, dort auch von Nober zu Nober am Darb Rum zu checken. Ich habe damals auch das Schrieben, Wort für Wort aufgeschrieben. Und wie es das Schrieben auch so aus irgendein öffentliches Schrieben an der Darpa Weidenfeld und Kronsgard von Nober zu Nober rumgedreht wird, will ich das Schrieben hier auch weitergeben. Wir müssen hier aber weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir uns weiter mehr von dem großen Konflikt während der Umreifenräder, besonders auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua. But nächstes Mal. Ich sehe George Rampel.